Welche Gruppe seid ihr heute? Wir sind die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich finde, die Lehrer haben die beste Kostüm. Ich finde die Slack sehr gut. Da verkleiden sich 3 weiße Abiturienten als die Chinesen mit dem Kontrabass oder, Zitat, die 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Die 3 Schüler haben es nicht gecheckt, dass das problematisch ist, sondern viele andere aus deren selben Jahrgangsstufe haben es auch nicht gecheckt. Die Person, die es gefilmt hat, die Person, die es interviewt hat, die Person, die gesagt haben, boah, die haben das beste Kostüm. Ihr macht alle Abitur, ihr seid die nächste Generation. Und das genau ist das Problem. Nicht, weil ich denke, dass ihr böse Menschen seid, sondern weil es so normalisiert ist. Das Nachäffen von einem Akzent von einer marginalisierten Gruppe hier in Deutschland. Das Verkleiden einer marginalisierten Gruppe hier in Deutschland. Wir sind kein fucking Kostüm. Und ich sehe es auch mittlerweile nicht. Jetzt bin ich der Nächste. Nein, Real, ich mach gar nichts mehr. Hey, Magdu, wie heißt du? Ich heiße Hui. Oh, wie? Hui Bu, so wie ich, also ich auf Russisch Schwanz und so, ich heiße Hui. Huyo. Huyo. Huyo, oh. Oh, Huyo, von wo kommst du her? Von Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam, ja, Magdu dieser Body Happy Body. End und so, du verstehst. Ja, du verstehst. Hey, ich bin ein großer Fan von Asiaten. Ich war schon 3-mal in Japan. Der Rassismus gegenüber Südostasiaten ist so normalisiert. Woran können wir es erkennen? Südostasiaten haben dieses Image wie, ja... Aber ich wurde doch nicht erwischt, weil ich nichts gemacht habe. Tja, Leute. Geht aber. Guys, this is 2024. You can't be doing... If I was doing this, I would get cancelled. Guys. Ach du heilige Scheiße. Frühstück. Joghurt. Joghurt aus? Wie aus Lidl. Aus welcher Milch? Hugo? Ach so, ja. Banane. Frühstück. Joghurt. Peak. Dieses Video hat mittlerweile 800.000 auf Live. Ihr abmasturbiertes Sperma von einem Bullen reinspritzt, damit du dann an ihren Zitzen rumfummeln kannst. Ja, die Kuh findet das nicht so lustig, ne? Ist die Wahrheit. Lachst du gerade über deine Opfer? Es ist die Wahrheit. Nein, ich lach nicht deswegen. Ja. Ich lach nicht deswegen. Ich hab nur wegen dem Wort Sperma gelacht. Das war lustig. The day the music died and they were singing. Es tut mir die Hühner leid, Digga. Okay, ich werde jetzt für die nächsten 16 Stunden vegan sein. Ist doch ungesund, so eine vegane Fleischpampe. Ich esse lieber einen Mad Eagle, der ist roh und das ist eine geile rohe Schweineleiche. Die hau ich mir rein. Das ist richtig gesund. Besser als diese scheiß vegane Pampe, Alter. Die Ersatzprodukte. Das kann doch nicht gesund sein, das ist doch nicht natürlich. Welche Farbe hat euer Tanga? Hast dich verändert, Hugo? Jo, Hugo, bekomme ich dein Trikot? Hugo, hier drüben. Hugo, bekomme ich bitte dein Trikot? Jo, Hugo, bekomme ich dein Trikot? 16. LOL. Du Bastard. Ja, Leute, ich hab diesmal nicht alleine in meinem Bett geschlafen. Ich hatte Gesellschaft. Ja, Leute, endlich. Ich zeige euch, wer meine Gesellschaft war. Digga, Luke und ich haben in einem Bett gepennt, Digga. Bro, als ob ich mit einer Frau in einem Bett schlafe, Digga. Was denkt ihr, wer ich bin? Bro, auf jeden Fall haben ich und Luca heute in einem Bett gepennt mit einer Decke. Beide nackt. War cool. Ich habe mir aber einmal die Decke geklaut. Leider. Tut mir leid. Sorry, Luca. Ich habe einmal so gemacht, komplett. Ja, und U-Dose. Wir hatten U-Dose an. U-Dose. Hab 2 Baddies erschaffen. Alter. Holy shit. Digga. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Digga, einfach Jesse ist komplett hingefallen, Digga. Das hast du, Digga, von meiner POV sah das so krass aus, ne? Die ist so einfach so 3 Treppenstufen einfach runtergefallen, Digga. Hab tatsächlich zufällig ein Bild, wie die Zeichnung von eben angefertigt wurde. Boah. Rede mal lauter, Digga.
George wird komplett fertig gemacht. Er sieht richtig gequält aus. Was hat Pepper diesmal wieder gemacht? Stellt sich raus. Papa und Mama wollten Pepper einfach eingraben. Pepper lässt sich das natürlich nicht gefallen. Sie holt eine Waffe zur Selbstverteidigung und denkt sich, erstmal an George testen. George kriegt das volle Programm ab und verdreht direkt die Augen. Papa sieht das und will das auch bei Mama ausprobieren. Aber nope. Mama ist schneller und reißt ihm die Waffe weg. Sie sagt, leg dich. Oder reicht. Tung, tung, don't sleep, tung, tung, stay with me. Perfekt, Digi. Hier wurde analysiert, was passiert, wenn man Let's Hugo schaut. Was passiert mit dir, wenn du Let's Hugo schaust? Eine Stunde. Du guckst den Stream und verstehst die Welt nicht mehr. Ein Typ macht einen Bottleflip mit einer Glasflasche. Du fragst dich ernsthaft, das habe ich schon gesehen, oder? Wie man auf so eine Idee kommt. Du schüttelst den Kopf. Eigentlich würdest du direkt ausschalten. Aber irgendwie bleibst du. Schicke das einem Let's Hugo-Fanboy. 6 Stunden. Es fühlt sich an wie endloses TikTok-Scrollen. Laut, penetrant, chaotisch. Und dann wieder diese plötzliche Laut... Oh, der Gänsehaut. Feins? Achso, Friends. Digga, das muss ich auch, Bruder, das war so bodenlos, ne? Dieser letzte Sack, den haben die 100-mal kürzer gemacht. Digga, ich bin da draufgesprungen und als ich draufgesprungen war und mich festgehalten habe, war ich schon in meinem Kopf, Digga, Phoebe wird das niemals hinbekommen, die ist viel zu klein. Ja, ich habe gesehen, Phoebe ist runtergefallen und ist dann einfach auf Boxen gegangen, habe ich gesehen danach. Ja, aber also das haben die nochmal ein gutes Stück schwerer gemacht, Bro. Wäre der nicht kürzer gewesen, hätte sie verloren, sage ich. Weiß ich jetzt auch nicht. Dieser verfettete Hurensohn hat... Hey. Bro, ich hab das guck mal, ich sehe das und mein Ego sagt mir, ich krieg das auch hin, aber ich werde das auf gar keinen Fall hinbekommen. Aber das sieht irgendwie nicht so deep aus, ne? Vertrau kein Back Digga. Bro, da wurde ich so sauer, ne? Oh mein Gott, wurde ich das... Also, der wollte irgendwie noch mit-Game mein Ding fester ziehen. Ich meinte so, nein, lass mich jetzt! Lass mich jetzt! Bitte lass mich drauf, bitte lass mich drauf! Digga, einfach, er saß direkt nebendran und hat meinen Arsch gefilmt. Geil. Ich hab einfach runtergejumpt, war mir egal. Oh, der war ja gar nicht fest hier. Oh, doch jetzt. Film doch hoch! Film doch hoch! Film doch hoch! Ich bin komplett dagegen gekracht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Digga, Bro war nicht im Team mit drin. Digga, er ist gefühlt mit uns in diesem Kreis, Digga, hä? Bro war nicht part of the team. Digga, hä? Warum filmt er so, als wäre er direkt neben uns gewesen? Digga, er umarmt so mit und filmt. Digga, hä? Wie nah warst du? Krass, Digga. Bro, und ich sehe endlich mal auf wie so Fotos sich scheiße aus, ohne Cap. Digga, ich sag, diese blonden Haare ist, Digga, ich habe so viel Komplimente bekommen für diese blonden Haare von den ganzen anderen Streamern. Holy shit, Digga. Ey, Bruder, ich sag, die blonden Haare sind's. Hey Bernard, I forgot to butter my toast. Is it safe to get it out with a fork? Yes, it is safe. Just make sure the toaster is unplugged first and be really careful with the fork so you don't get a shock. Fuck you, Bernard! Ich schwöre, was will er von mir, Digga?
Guck mal, ich bin 2 Wochen weg, ich stream gar nicht, Bruder, auf einmal, ich muss mich von dem Ali... Warum sitzt er da so? Anhören. Bruder, ich red schon... Bro, auch Winnie wieder. Digga, ich frag, so langsam reicht's. Was will der von mir? Digga, ich bin 2 Wochen weg und dann, kommt mir so ein Ali und ich muss mir... Bro, warte mal, auch Willi, ich rede gar nicht mehr so. Bro, was wollen die von mir? Digga. Ja, der war's nicht, sag ich ehrlich. Der war's nicht, Bro. Der war's nicht. Digga, Speed hat wirklich so scheiße viele Sticker, ne? Das ist krank.